Salut zusammen, hier ist der Fanatic vom Hypernight Clan. Mit mir dabei sind der Nexus Salut zusammen. und der Retsch. Hallo. Und wir machen jetzt das Video über das Verhältnis Crown-Hypernight. Und ich fange gerade an mit dem Austritt, wieso dass wir eigentlich gegangen sind. Das ist auch so ziemlich das Wichtigste daran. Am Anfang ist Crown eigentlich ein Clan gewesen, mit wenig Mitgliedern. Unter anderem später auch etwa die Hälfte vom Hypernight Clan. Und dazu sind einfach immer mehr Mitglieder gekommen zu den Crowns. Und das haben wir nicht wollen. Wir wollten ein Clan bleiben und keine Community sein. Und wir sind wegen dem raus und nicht, weil wir uns für etwas Besseres halten. Ja, voll. Und ich bin natürlich näher auch gegangen, weil ich mit denen, die gamet haben, die sind auch gegangen und so. Und das hat ja dann schon angefangen mit dem Gestürm, wenn man die Videos ein bisschen anschaut von dieser Zeit. Crown, PS da irgendetwas, dann dort irgendetwas. Ja, voll. Einfach immer Kindergarten gesehen, ja. Genau, ja. Zum Beispiel auch von dem Typ, der von den PS-Leuten rausgemobbt worden ist. Oder eben wir werden fertig gemacht, grundlos, weil wir echt keine Lust auf eine Community haben. Ja, das haben wir eigentlich nicht gebraucht. Ja, und es ist ja nur ein Game. Ich meine, es ist jedem freigestellt, was er will und was er nicht will. Ja, voll. Absolut. Eben, und ich bin zu dieser Zeit eigentlich noch in gar keinem Clan gewesen. Und ich habe dann das Video gesehen vom Klitus, wo er eben gesagt hat, ja, eben, die Typen sind jetzt rausgegangen, weil sie sich für etwas Besseres gehalten. Und so, dann habe ich schon gedacht, aber ja. Und ja, das ist ja sicher nicht der Fall, dass wir für uns etwas Besseres gehalten haben. Ich meine, zum Beispiel schon nur meine KD, in dieser Zeit war die irgendwie 0,5 oder so etwas, ja, und dann halte ich sie sicher nicht für etwas Besseres, ja. Nein, sicher nicht. Also so ist es auch nicht, so ist es wirklich auch nicht gedacht gewesen, dass wir uns für etwas Besseres halten. Wir haben einfach keine Lust auf eine Community, wir haben etwas Eigenes machen und wegen dem sind wir dann gegangen. Ja, und Dann ist schon die Gründung von Heina gekommen. ja, haben wir eigentlich vorher schon an einem Namen rumgetüftelt, bis wir dann schlussendlich auf Hypernight sind gekommen. Was er ja als hypernaiv bezeichnet. Ja, genau. Wir sind die Hypernaiven. Ja, eigentlich geht es darum, was eigentlich das Problem ist zwischen Crown und Hypernight. Also von mir aus gesehen, ich habe kein Problem mit den Crown-Leuten. Ich zocke immer noch ab und zu mit den Spannen von Crown. Ja, für mich hat eigentlich das Clan-Vorzeichen nicht so viel zur Kollegschaft zu sagen. Eben, wir haben auch erst gerade, wann war es? Vorgestern am Nachmittag, haben wir auch mit dem Giant und den Spannen dort zusammen haben Private Match gesniped und so. Und ich meine, er ist ja dann auch, hat er gegen Giant da, weil er uns dann dort zur Party eingeladen hat und weil er mit uns noch zusammen gespielt hat. Und ich glaube, bei uns ist einfach der Unterschied von einem Game und zum echten Leben nicht mehr ganz da gewesen, jetzt mir gedacht. Also, ja, wir haben es auch recht witzig gehabt, wenn wir noch so zusammen gehen, mit den Crown-Jungs und so. Wir haben es immer witzig, ja. eben, und ich glaube, Fenne, du bist dann auch eigentlich mit den meisten Mitgliedern super rausgekommen und eben, dann plötzlich ist ja da, wie ich mitbekommen habe, vom Klitus so eine Nachricht an alle Crowns gegangen, ja, bitte löscht alle Heinas aus eurer FL und so, und eben, das finde ich eigentlich auch übertrieben, weil eben, wenn du mit ein paar Leuten gut auskommst, kannst du doch mit denen Gamen, ob jetzt der Crown oder Heina im Text, das ist scheißegal. Ja, finde ich eben auch. Es ist ein Game und nicht das Leben. Ja, genau. Und vor allem war es eben so gewesen, wir haben, eben am Anfang war es übersichtlich gewesen, wir haben einander gut gekannt, auch vom Game her, nicht nur vom Gesehen, ich meine, wir haben die auch persönlich gesehen. Und es ist eigentlich eben, es ist gut gewesen und dann eben sind immer wieder mehr dazugekommen, die man halt nicht gekannt hat. Und ja, dann hast du nachher einfach, hängt es einmal ab und dann hast du keine Lust mehr und dann suchst du etwas anderes. Ich meine, so geht es jedem halt einmal. Absolut. Eben, und dass wir uns das nachher müssen antun, hier wir wären hypernaiv und wir halten uns für etwas Besseres.
So einen Kindergarten finde ich persönlich eine Frechheit. Vor allem, weil der Klitus erwachsen ist, also sollte sein, er ist 30. Ja, hat jetzt von ihm etwas Besseres erwartet, aber eben, mir täuscht sich immer wieder in Leute. Eben, er ist ja das Video gekommen, uns eben als, wie gesagt, als Hyper Naive bezeichnet und das ganze Video ist schon rausgekommen, weil wir am Abend eben, sind wir so in einer Party gewesen, dann dachte ich, wenn wir wieder mal im Giant zocken, dann sind wir halt zu so in die Party gegangen. Steht die Janshi und ein paar andere Chancen drin gewesen. Und am Anfang ist eigentlich alles super gelaufen, dann plötzlich sind wir eben auf das Thema gekommen, was dann genau passiert ist und da kann das Fan, glaube ich, das noch genauer erklären, was dann. Ja, kann ich machen. Eben, wir sind mit dem Janchi unter anderem und mit dem Giant in einer Party gewesen, Xbox Live Party, und haben dort ein bisschen von Texten und haben mit ihnen gegamed und haben es eigentlich auch recht gut gehabt. Dann hat der Janchi selbstverständlicherweise wissen, wieso dass wir eigentlich vor den Crones gegangen sind. Dann habe ich ihm eben die Geschichte erzählt, dass wir keine Lust haben auf eine Community und dass wir wegen dem gegangen sind. Dann, aus irgendeinem komischen Grund ist der Janchi dann verschwunden, aus der Party raus. Und etwa eine Minute später mit dem Klitus wieder in die Party reingekommen. Und das Erste, was ich vom Klitus gehört habe, ist nicht ein Hoi, nicht ein Ciao zusammen, nicht ein Wie geht's. Es war, wir sind doch super naiv, was wir eigentlich immer noch an diesem Thema rumkatschen. Und das war vor einem Jahr gewesen, und wir sollen uns doch keinen Kopf mehr darüber machen. Und eben Aber er sagt, es sei von einem Jahr gewesen. Am nächsten Tag, gehe ich auf YouTube, schaue die Nachricht an, meine Nachricht vom Giant, ja, musst mal schauen, der Klitus hat ein Video über euch gemacht. Das steht einfach wirklich für hyper naiv so entwickelt. Hey, nein, du Wichser, wieso bist du eigentlich so schäbig am Boosten? Ja, ich weiss doch auch nicht, weisst du, ich bin bei den Heina oder einfach sonst ein Loser. Auf der ganzen Map rum ist völlig orientierungslos, wie Leute vom Heina-Clan. Aber ihr seht, Loser oder eben Heinas, gerne scheint er zu sein. Ist zwar nicht die allerhellste Leuchte, wie auch die meisten von den Heina-Jungs oder sogar alle zusammen. Die hypernaiven Vollpfosten. Ja, das sind doch auch alles Booster und Loser und Cheater und... Dann können wir das anschauen. Dann das ganze Repertoire von, also eigentlich das Hauptthema vom Video war schon Booster gewesen. Und dann plötzlich, ja, gestern mit diesen Flöten in einer Party gewesen und eben geistlich eingeschränkt und weiss nicht alles. Und eben... Die Frage wäre, dass jetzt so eigentlich geistlich eingeschränkt ist, wenn man, ja, ich weiss nicht, wenn es ja vor einem Jahr war und ihn ja nicht beschäftigt. Ja, das habe Ja, ich dann das eben auch gedacht, genau. Eben, und ich finde das wirklich eine Frechheit, uns so zu beleidigen lassen von so einem Chris, der meint, er sei hier der Hengst von der Schweiz. Ja, das kannst du so nicht sagen, aber Ja, Ist- mal klar. es war einfach so gewesen. Ja, dann bin ich mit unserem Hypernight-Account, habe dort einen Kommentar drunter geschrieben, so, ja, danke vielmals, oder? Und er hat einfach alle Kommentare gelöscht, die nicht ganz pro Crown waren. Also, er hat uns eigentlich gar nicht unseren Teil, also unsere Meinung sagen, er hat einfach gerade alles wieder gelöscht und so. Und dass ja keiner auf die Idee kommen, dass vielleicht auch Crown vielleicht mal etwas nicht ganz rechts gemacht hat. Ja. Weil, ich meine, Genau so. wenn du von jemandem etwas hörst und von jemand anderem so eine andere Meinung bekommst, dann ist es so klar, als dem glaubst. Ja, sicher. Ja, und Nein, wir das haben ist auch aus verständlich. dem Grund haben wir das Video gemacht. Also, Genau. wir haben 2 Möglichkeiten gehabt, entweder lassen wir uns auf das Niveau runter von ihm, oder wir machen ein sachliches Video, so wie wir es jetzt entschieden haben, ja. Und ich glaube, das ist auch, Eine bessere Variante, viel ja, besser. er hat es gesagt, ja. Ja. Jetzt würde ich gerne noch schnell mein Wort an Klitus richten. Also, ernsthaft, ich habe mir schmunzeln, als ich das Video gesehen habe, weil solche Sachen, das unterhaltet mich, das beleidigt mich nicht, das finde ich eigentlich noch lustig, weil man eben sieht, wie hoch das Niveau vom Gegenüber ist. Eben, und ich glaube, das sind ja, wo die noch bei Crown waren, sind eigentlich super mit allen ausgekommen, oder? So viel, wie ich mitbekommen habe, ja auch oft mit euch zusammengezockt, als ich noch nicht bei Heina war und so. Und dann, Ja. dann plötzlich, ja, ich glaube, nur weil jetzt dort Heina im Text steht, kann es dann nicht sein, als man nicht miteinander darf gamen, so gesagt. Und ich weiss ja nicht, ob du ihn mal im Real Life gesehen hast oder so, aber
Ich glaube, auch von seinen Videos her, wo ich auch bei seine Videos geschaut habe, ja, eigentlich seine Videos immer super gefunden, hat sachliche Videos gemacht, dann plötzlich. Ja. Ja, sie sind auch jetzt noch teilweise gut, ja. Mit Ja. 2, 3 Ausnahmen eben. Ja genau, ich hab Map auch, und dort die Crown Party machen, habe ich mit meinem Account auch drunter geschrieben, wie man das macht, dass es gute Qualität hat. Hat er auch zurückgeschrieben, geantwortet und so, dann habe ich mit dem Account eben auch das Video geschrieben von ihm, was das soll und so, dann hat er mich eben gerade blockiert, der Hyper Night Account hat er blockiert und ein paar aus dem Clan, die etwas drunter geschrieben haben, hat er auch gerade alle blockiert und eben hat uns gar nicht die Chance, eine Meinung darüber zu sagen. Ich glaube, jetzt ist einfach noch das letzte Thema, wie es jetzt wird weitergehen. Oder? Ja. Ich finde einfach, ist eigentlich scheißegal, was im Tag steht. Wenn man miteinander gut auskommt, soll man miteinander spielen und wenn. Ich glaube nicht, dass der Fnatic und der Klitus wieder die besten Freunde werden irgendwann. Aber dass man einfach ein bisschen normal miteinander kann reden und ja. Und Schweizer. voll, die miteinander gamen, sollen miteinander gamen und das ist ja eben, das ist immer geil gewesen, also Ja, genau. nicht so einen Kindergarten daraus machen. Ja, sicher. Und eben, an die Crown-Leute, die Leute nicht das gefallen, nicht zwingen zu lassen, uns zu löschen vom Klitus. Finde ich irgendwie ein bisschen schräg, weil ich meine, jeder hat seine eigene Meinung Genau. und eben, man kann mit dem zocken, was man will. Und ich Ja, da haben sie ja nicht gemacht, da sind ja dann auch noch zu uns gekommen und so. Ja, Eben, und jeder soll doch seine Sache machen. Ich meine, eben, die werden sicher nicht beste Freunde, aber der Blizzard schreibt auch Kommentare unter unsere Videos, der Giant schreibt Kommentare unter unsere Videos und ich meine, soll doch jeder das machen, was er will und sich nicht bevormunden von irgendjemandem, wo, also ich habe jetzt nicht böse gemeint, aber er ist ja, glaube ich, der Clan-Leader und ja, er soll doch den anderen nicht sagen, was sie dürfen und was nicht. Also, ja, finde ich einmal. Ja, ja, voll, egal. ja sagen, würde ich auch sagen. Aber eben. Ja, ich glaube, da wird es mal Zeit, hä? Ja, ich glaube, es wär's gewesen. Ja, jetzt haben wir auch ein bisschen genug geschnurrt. Also, ich wünsche euch. Ciao Tschö. zusammen. Hey, sag zusammen.